Hoi und herzlich willkommen. Schön hast du auch heute wieder eingeschaltet. Du hörst Hören, Lesen, Laffere. Das ist der Podcast zum Schweizerdeutsch lernen mit mir. Ich bin Naira, ich bin Deutsch- und Schweizerdeutschlehrerin in Bern und ich freue mich, dass ich heute für diese Folge nicht allein bin. Bevor wir starten, eine kurze Erinnerung an dich oder Erklärung, falls du das erste Mal zuhörst. Bei Losa Lasa Lafere geht es darum, dass du einer Geschichte auf Schweizerdeutsch zuhörst, lose. Du kannst sie aber auch mitlesen, lassen. Und zwar auf meiner Webseite. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder in der Videobeschreibung, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Den Text findest du da auf Schweizerdeutsch und auch auf Hochdeutsch, so dass du der Geschichte zu jedem Zeitpunkt folgen kannst. Und das Laffere, das steht für besprechen, reden, miteinander quatschen. Das werden Daniel und ich dann später auch machen, und zwar ein bisschen über Schweizerdeutsch und die Eigenheiten dieser Dialekte quatschen. Jetzt würde ich aber sagen, wir starten. Ich überlasse das Wort gerne gleich meinem Gast, Daniel. Daniel, wer bist du und wie kommst du zum Schweizerdeutsch lernen? Genau, also wie du schon gesagt hast, einleitend, ich bin Daniel, bin 40 Jahre alt und ja, wie bin ich zum Schweizerdeutsch lernen gekommen? Ich bin begeisterter Skifahrer seit Jahren und bin aber oft eigentlich in Österreich und Südtirol unterwegs gewesen und dann kam die Corona-Zeit und nirgendwo ging es außer in der Schweiz. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt wäre der passende Zeitpunkt, auch mal das Skifahren in der Schweiz auszuüben. Und war sofort von Land und Leuten begeistert, auch wie sie mit der Corona-Situation umgegangen sind, ganz anders als bei uns in Deutschland. Dort war es eher ein Gegeneinander und in der Schweiz war es eher ein Miteinander. So habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen. Und dann ergab sich bei mir beruflich die Möglichkeit, Anfang Januar im Rahmen einer Jobrotation in die Schweiz zu gehen, weil meine Firma hat eine Zweigstelle im Aargau, in Lupfig, so zwischen Baden und Lenzburg, ganz grob. Und die Gelegenheit habe ich gleich am Schopfe ergriffen und war dann Anfang Januar 23 für 3 Wochen dann dort und habe nochmal es anders erlebt, als wenn man als Urlauber oder als Tourist dorthin kommt, sondern dann wirklich dort auch dann in Anführungsstrichen zu leben und zu arbeiten. Und es hat mich nachhaltig beeindruckt und habe dann auch im Vorfeld natürlich mich mit der Schweiz auseinandergesetzt dass es mir halt auch leichter fällt, dann Kunden zu verstehen, weil ich arbeite im Vertrieb. Ja. Da war es dann wichtig, schon mal so ein paar Transformationsregeln zu kennen, und dabei hast du mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und das war dann so mein Einstieg. Und ja, jetzt bin ich wieder zurück in Deutschland, habe aber den Gedanken noch nicht ganz daran aufgegeben, vielleicht auch wirklich mal dauerhaft runterzugehen. Jetzt ist es ein bisschen in den Hintergrund geraten, das Schweizerdeutsch lernen, weil der Alltag mich einfach wieder hat. Aber ich höre zwischendurch SRF, Radio und deinen Podcast und versuche einfach da so ein bisschen da am Ball zu bleiben. Cool, vielen Dank. Schön, dass du heute da bist. Wir wollen ja Losa Lasa Laffere machen. Also wir wollen auch damit starten, eine Geschichte zu hören, die ich dir jetzt vorlese. Mhm. Eine junge Frau hockt im Wartezimmer beim Doktor und wartet ungeduldig. Sie starrt auf ihr Nattel, töckelt ab und zu etwas ein, löscht es aber dann auch gerade wieder. Neben ihr hockt ein älterer Mann, liest eine Zeitung und räuspert sich hier und da. Der Blick der jungen Frau schweift zu einer Familie vis-à-vis von ihr. Die Mutter hat ein quengeliges Kind auf dem Schoss und der Vater läuft nervös im Raum auf und ab und starrt auf sein Nattel. Plötzlich wird die Tür zur Praxis aufgestossen und eine ältere Dame kommt reingestogelt. «Excuse, ich habe meinen Bus verpasst», entschuldigt sie sich bei der Assistentin am Empfang. Das freundliche Lächeln der Assistentin und das erleichterte Aufatmen der Frau verraten, dass es halb so schlimm ist und die ältere Dame ihren Termin doch noch wahrnehmen kann. Endlich wird auch ihr Name aufgerufen.
Sie richtet sich auf und geht zum Empfang. Die Frau hinter dem Tresen lächelt auch sie warm an und fragt sie nach ihrem Krankenkassenkärtchen. Ist die Adresse hier noch aktuell und die Telefonnummer auch? Als Antwort bekommt sie ein Nicken. Wartet bitte noch einen Moment, sagt die Assistentin, die sie die Karte eingescannt hat. Die Frau Dr. Jenny ist gerade parat. Einen kurzen Augenblick später folgt sie der Ärztin ins Behandlungszimmer. So, Frau Ali, fängt die Frau Dr. Jenny das Gespräch an. Was bringt euch heute zu uns? Ich möchte gerne hier in Bern ein Medizinstudium anfangen, erzählt die junge Frau. Und für das darf ich ab nächsten Monat ein Praktikum im Spital machen. Mir fehlen aber noch ein paar Impfungen, die für das Arbeiten mit Patientenkontakt empfohlen werden. Die Ärztin reagiert interessiert, stellt viele Fragen über den bisherigen Werdegang und die Interessen der jungen Frau, während sie ihren Impfpass studiert und 2 passende Impfungen in Auftrag gibt. So, das tut jetzt vielleicht schnell ein bisschen weh, sagt sie, und schon ist es vorbei. Im Impfpass kommt noch ein Kleberli und ein Stempel von der Praxis. Der linke Arm der jungen Frau bekommt ein Pflasterli. Dann verabschiedet sich die Frau Dr. Jenny freundlich und wünscht der jungen Frau alles Gute für ihre Zukunft. Sie verlässt die Praxis mit einem Lächeln im Gesicht. Sie freut sich, jetzt alles zu haben, was sie für den nächsten Schritt in ihrer beruflichen Zukunft braucht und ist bereit, die Möglichkeiten, die ihr offen stehen, anzugehen. Und in ihrem Kopf stellt sie sich schon vor, wie sie in vielen Jahren genau so eine Praxis führen könnte, wie es die Frau Dr. Jenny macht. Sehr schöne Geschichte. Eine philosophische Geschichte. Sehr gut. Also ich habe jetzt nebenbei mal ein paar Stichpunkte gemacht, damit ich das so ein bisschen verfolgen kann und erzähle dir jetzt einfach mal, was ich mitgenommen habe. Ist auf jeden Fall eine junge Frau im Wartezimmer beim Arzt und spielt ein bisschen mit ihrem Natel, also mit ihrem Handy. Und hat auch eine junge Familie im Auge, die sie beobachtet, wo der Vater mit dem Handy spielt. Und plötzlich kommt eine ältere Dame ins Wartezimmer reingestolpert und entschuldigt sich, weil sie zu spät ist und weil sie den Bus verpasst hat. Aber die Arzthelferin ist sehr nett und aufmerksam und sagt, es ist halb so schlimm. Es passt noch zeitlich alles. Und ja, dann wird sie irgendwann wird sie aufgerufen und muss ihre Krankenkassenkarte vorzeigen, wird dann gefragt, ob die Adresse noch okay ist, ob alles soweit mit den Daten passt und muss dann noch kurz warten, wird dann von der Frau Dr. Jenny ins Behandlungszimmer aufgerufen und folgt ja auch und wird dann gefragt, was sie zum Arzt bringt, was sie herbringt, was ihr Anliegen ist. Und das hatte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Es ist jetzt nicht irgendeine Krankheitsgeschichte, sondern es ist das Medizinstudium, was sie herbringt. Und da sie dort dann viel Patientenkontakt haben wird in ihrem Praxispart, braucht sie noch einige Impfungen, die dafür notwendig sind. Und ja, dann geht es auch los. Sie kriegt die Impfung und ein paar Kleber in den Impfpass und dann hinterher das Pflaster auf den Arm. Genau. Und dann ist es alles halb so schlimm. Sie verlässt dann lächelnd das Wartezimmer, verabschiedet sich freundlich von der Ärztin und die wünscht ihr alles Gute für die Zukunft. Und ja, der Abschluss ist eigentlich, dass sie sich auch so in der Zukunft eine Praxis wünscht, wie jetzt die Frau Dr. Jenny das hat. Und ja, so gehen die beiden dann auseinander. Wow, du hast ja alles verstanden. Perfekt. Ja, doch, das passt. Die 3 Wochen haben also gefruchtet. Ja, wirklich. Ja. Das muss man sagen, ja. Wunderbar. Und auch, was ich bemerkt habe, das Wort Natel, das kennst du sehr gut. Ja. Benutzt du es auch? Ja, tatsächlich. Also ich fahre jetzt Ende Januar wieder in die Schweiz zum Skifahren nach Graubünden, nach Arosa, falls dir das was sagt. Sicher. Und dort wurde ich dann auch vom Hotel nach einer Natel-Nummer gefragt. Und ich kannte das jetzt aus meinem Besuch vom Januar und meine Freunde, mit denen ich fahre, so, was ist denn eine Natel-Nummer? Ich sage, ja, die Handynummer. Ah, okay. Also das kannte ich dann tatsächlich schon und fiel mir dann leicht umzusetzen. Deswegen musste ich eben auch schmunzeln, als der Begriff fiel. Weil ich glaube, das ist bei uns in Deutschland nicht wirklich bekannt, dass es Natel heißt. Dann ist es eigentlich eher das Handy oder ja, ganz oldschool vielleicht das Mobilfunktelefon oder so. Aber die Natel-Nummer
ist da kein Begriff? Ja, Nadelnummer, das ist so ein Standardbegriff, aber sonst bei den jüngeren Menschen wird Handy oder Smartphone auch Ah ja, immer okay. beliebter und öfters gebraucht, ja. Genau. Ja, daher kannte ich's. Genau. Ich habe noch ein paar Wörter aufgeschrieben, von denen ich gespannt bin, ob du sie übersetzen kannst. Mhm. Ich habe gesagt, öppis eintöckele. Also öppis ist etwas, Mhm. i-Döckele, vielleicht muss ich jetzt raten, etwas einstecken? Nein, nicht ganz. Etwas eintöckele ist am Handy, wenn man etwas Ach so, eintippt. eintippen. Ja, Genau, das genau, war ein Begriff, eintippen. im Zusammenhang mit dem Handy. Genau, i-Döckele, okay. Mhm. genau. Ich war jetzt gedanklich Ähm, bei der Krankenkassenkarte zum ah, Einstecken. ja, Ein Schritt da weiter. kann man auch die Daten eintöckele. Genau. Reinstogle. In welchem Zusammenhang war das? Äh, Die ältere Dame ist Ach so, reingestolpert. eingestolpert, hereingestolpert. Ja, Ja, genau, genau. sehr gut. Dann Klassiker, zu schaffen. Zum Arbeiten. Genau, das ist so der Klassiker, das lernt man ganz, ganz früh, wenn man in die Schweiz kommt, richtig? Ja, genau. Also meine Firma sitzt auch in Esslingen bei Stuttgart. Da Mhm. ist das da natürlich auch ein Begriff. Wir gehen zum Schaffen oder gehen zum Arbeiten. Daher kannte ich den Begriff auch schon, aber da gibt es auch schon diese räumliche Nähe natürlich zur Schwaben, Schweiz. Da fällt Ja, schon der eine ja. oder andere Begriff, der sich ähnelt. Ja, ja, das denke ich. Ich denke, da hat man auch einen Vorteil, wenn man sich schon so, Dialekte gewohnt ist, dann beim Absolut. Lernen und Also Verstehen. ich Genau. persönlich komme jetzt aus Ostwestfalen, das ist so ziemlich Ja. nah am reinsten Hochdeutsch. Deswegen ja, muss man Ah, sich dann schon mit Dialekten ein bisschen auskennen und auseinandersetzen und dann fällt einem das ein oder andere auch leichter. ja, ja. Ähm, Dann habe ich noch viele Wörter mit «li» gebraucht. Das Kleberli und das Pflästerli und das Krankenkassenkärtli. Wie ist da dein Eindruck? Findest du auch, wie das viele Leute sagen, dass in der Schweiz alles mit «li» gebraucht wird? Ja, also ich kenne es aus dem Schwäbischen, da ist dann das Le am Ende. Mhm. Kärtle oder so ähnlich wird dann halt oft benutzt. Daher kannte ich schon, es ist für mich nicht so außergewöhnlich gewesen, aber ich kann schon verstehen, wenn jemand da jetzt nicht den tagtäglichen Kontakt hat, dass es dann vielleicht eher niedlich klingt. Und das Ja. hört man in der Schweiz ja nicht so gerne, wenn man sagt, ihr sprecht aber niedlich. Ich empfinde es auch nicht so. Ja. Also dass es jetzt irgendwie süß oder niedlich klingt. Für mich ist es eher schon so, dass ich mich dran gewöhnt habe und es eher ja vielleicht als verbale Verniedlichungsform, wenn etwas Kleines ist. Also es ist halt keine große Karte, sondern eine kleine Karte, Mhm. dass ich es eher in dem Kontext für mich verarbeite und nicht Ja. als reine Verniedlichung. Okay, spannend. Ja, Mhm. ich würde auch sagen, es kommt wahrscheinlich häufiger vor als jetzt die Endung „chen“ im Deutschen, aber wir verwenden es nicht wahllos. Also, es muss schon etwas sein, das entweder klein ist Mhm. oder dann auch süß oder Mhm. schnuckelig oder so. Ja, Genau, genau. Also so nehme ich es eigentlich auch wahr. Es ist nicht so irgendwie willkürlich, dass es jetzt gar nicht irgendwie in den Zusammenhang passt, sondern es hat meistens dann einen Sinn, warum es hinten dran kommt. genau. Ja. Für mich ist es manchmal auch, ein inhaltlicher Unterschied. Also, zum Beispiel Tasche ist für mich eine ja, so eine große Tasche, aber das Täschli ist dann eine Eine Handtasche. kleine Handtasche, ja, Ja, genau, genau. genau. Oder, das Tüchli, genau gleich. Das ist nicht ein Badetuch, ein Strandtuch, sondern ein Handtuch, Ja, ja. so 'n kleines Gästehandtuch oder irgendwas in Genau, der Richtung, ja. genau. Ähm, ein Wort, das ich aber nur mit „li“ verwende, ist „Dassli“. Okay, Dasse, das höre ich selten und sage ich nie. Ja, egal ob groß oder klein. okay. Gut. Ähm, Dann
im Podcast oder in dieser kleinen Geschichte, da ging es ja ein bisschen ums Studium und die Ausbildung in der Schweiz. Du hast ja gesagt, du hast für eine Weile in der Schweiz gearbeitet. Hast du da Unterschiede bemerkt im Arbeitskontext? Auf jeden Fall. Zumal ich war jetzt aus Deutschland eine 35-Stunden-Woche gewohnt, in der Schweiz waren es jetzt 40 beziehungsweise 41, aber es ist mir Ja. gar nicht so, also ich hatte erst gedacht, das wird ein Thema, dass der Freitag vielleicht etwas länger ist, aber es ist mir gar nicht aufgefallen oder gar nicht negativ aufgefallen, weil der Arbeitsalltag eigentlich ein viel entspannterer ist. Es ist ein größeres Miteinander, was ich aus Deutschland nicht so gewohnt bin. Da ist eigentlich jeder so ein bisschen, jeder macht seins und ist nicht so dieser Teamgedanke da. Und hatte dort auch einen Teamleiter, der total darauf geachtet hat, dass die Harmonie im Team herrscht. Und ich habe mich da vom ersten Tag an wirklich wie zu Hause gefühlt und es war gar keine Berührungsängste oder so. Jetzt war ich natürlich jemand, der sich auch im Vorfeld so ein bisschen mit auseinandergesetzt hat und ich habe auch gesagt, ich bin jetzt 3 Wochen hier, ihr sprecht bitte, ihr passt euch nicht mir an, ich passe mich Okay. euch an und wenn ich was nicht verstehe, dann frage ich. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Icebreaker. Ja, klar, waren zwischendurch mal Sätze, die ich nicht verstanden habe, dann habe ich dann gefragt oder konnte mir das dann aus dem Kontext der nächsten Sätze dann erschließen, worum es dann ging. Mhm. Und das ging aber wirklich von Woche zu Woche, habe ich mehr verstanden, habe es besser verstanden und ja, es war vom Arbeitsalltag eigentlich sehr, sehr angenehm und so, wie man sich eigentlich wünscht. Also ich glaube, da können wir Deutschen uns noch eine Scheibe von abschneiden, was so kollegiales Miteinander angeht. Das hat aber nicht nur den Arbeitsalltag betroffen. Ich kann mich an eine Situation erinnern im Supermarkt. Da war ein Bettler, stand davor und ich habe das so ein bisschen beobachtet und ja, jeder zweite oder dritte ging eigentlich vorbei, hat noch einen guten Tag gewünscht. Manche haben dann auch Geld gegeben und ja, einen kurzen Smalltalk mit dem geführt. Und das also ist bei uns eigentlich gar nicht. Also wenn dann das höchste der Gefühle, da schmeißt mal einer irgendwie einen Euro rein und das war es aber auch. Also ich habe das Gefühl, dass sehr viel mehr miteinander gemacht wird und zusammengelebt wird, zusammengehalten wird, als es bei uns der Fall ist. Wow, du hast ja sehr viele positive Worte für die Schweiz übrig. Es ist so, ist auch mein Eindruck gewesen. Und so, wenn es anders wäre, würde ich sagen, aber es ist wirklich durchweg positiv. Natürlich ist mir auch bewusst, dass in der Schweiz nicht alles Gold ist, was glänzt, wie es so schön heißt. Es gibt auch sicherlich negative Seiten, aber für mich überwiegen im Alltag dann doch die positiven, die ich jetzt so wahrgenommen habe in den 3 Wochen. Ja, okay, schön. Und was ich auch toll finde, ist, wie du erklärt hast, dass die Leute mit dir Schweizerdeutsch sprechen sollen. Dieses implizite Lernen, diese Immersion in die Sprache, das bringt sicher sehr, sehr viel. Absolut. Also ich glaube, da nimmst du am meisten mit auf. Zum Sprechen ist es dann nochmal eine andere Schwelle. Bei mir ist es dann eher so gewesen, dass ich dann mal Floskeln verwendet habe, Ja. benutzt habe. Und ich glaube, da muss man dann auch mit der Zeit reinwachsen. Ich meine, ich glaube, da erwartet auch keiner, dass du vom ersten Tag an das perfekt kannst. Das geht nicht. Aber ich glaube, wichtiger ist das Verstehen, dass sich der Schweizer nicht umstellen muss und seinen gewohnten Dialekt sprechen kann und dann ist es auch okay, wenn man selber auf dem Hochdeutsch bleibt. Genau. Ja, ich glaube, das wird schon sehr geschätzt. Alle Bemühungen, werden da geschätzt. Ja, so habe ich es auch tatsächlich wahrgenommen. Und ich habe auch das ein oder andere Kundentelefonat, an das ich mich Mhm. erinnern kann. Und ich habe dann auch so ein bisschen den Trick angewendet, habe mich sehr hochdeutsch am Telefon mit meinem Firmennamen und meinem persönlichen Namen gemeldet, sodass das Gegenüber auch schon gleich wusste, okay, das ist kein Schweizer, ich muss mich umstellen. Das haben auch 90% der Kunden sofort gemacht. Die sind Ja, sofort aufs Hochdeutsch geswitcht. Und bei den anderen habe ich mich dann halt umgestellt und habe, wenn ich was nicht verstanden habe, nochmal nachgefragt. Aber das war dann auch völlig okay. Und die Verständigung und Kommunikation hat auch auf dem Wege gut funktioniert. sehr schön. Super. Und hast du auch, Dialektunterschiede schon bemerkt? Also, hattest du eventuell, Kollegen, die verschieden gesprochen haben? Also ja, aber ich musste lachen, weil ich hatte dein Buch natürlich mit
das Himogürgeli. Und das ist ja sehr, sehr berndeutsch Ja. ausgelegt. Und meine Kollegen dann eher aus dem Zürich oder aus dem Aargau, die sagten dann so, das lernst du, das ist aber Blödsinn, das heißt aber so und so. Bei uns musst du halt andere Begriffe verwenden und die mussten eher lachen, also nicht auslachen, sondern wirklich dann lachen, was es für Berner Begriffe gibt, die sie selber nicht kannten. Also sie kannten auch den Marienkäfer, kannten sie nicht teilweise. Und ja, es gab dann auch regionale Unterschiede teilweise von Stadt zu Stadt. Bei der Aussprache von Milch, dann war es dann Milch. Mhm. Ja. Und ja, das war schon witzig. Wir haben also da auch immer ja, dann ein bisschen, auf Hochdeutsch würde man sagen, gefrotzelt über die einzelnen Begriffe. Wir haben auch einen Walliser da gehabt, da haben die gesagt, die Kollegen, ja, den verstehen wir auch nicht. Also ja, gerade wenn es dann so, ich glaube, in diese walisischen Bergdörfer geht, die haben nochmal ihren ganz eigenen Dialekt und da fällt es dem Zürcher dann auch schwer, da dann zu folgen. Also da geht es dann nicht nur mir so. Ja, ja, also da kann ich mich anschließen, Ja. weil Deutsch ist schwierig. Ja. Genau. Ja. Ja, ich denke, die verschiedenen Dialekte, das gibt immer einen Anlass zum sich austauschen und Diskutieren ist und etwas, ja Spaß genau, haben, ja. ist etwas sehr Schönes. Also ich schätze das sehr. Total, ja. Mhm. Also ich hatte auch das Glück, wir waren, Kollege ist Eishockey-Fan gewesen. Wir sind dann einen Tag nach Davos gefahren und haben uns Davos gegen Bern, das Eishockeyspiel Mhm. angeguckt und war auch eine tolle Stimmung. Und dann, er hat ja auch so ein bisschen erzählt, wie die Historie entstanden ist, dass er wie so ein Derby ist und ja, wie das zustande kam und ja, was da noch die regionalen Unterschiede sind. Und ja, ist schon spannend, einfach in diese Kultur mal reinzuschnuppern. Das gibt es in Deutschland ja auch. Der Sachse Ja, ist ein klar. anderer als ein Bayer, aber das Mhm. ist in der Schweiz halt auf viel kleinerem Raum. Bei uns sind dann 500, 600 Kilometer dazwischen und Mhm. da sind es teilweise nur 60, 70 Kilometer und es ist ein anderer Dialekt und andere Sachen, die zum Tragen kommen. Genau. Und, aber das macht es irgendwie aus. Also ich habe es als sehr kulturbereichernd empfunden, die Unterschiede kennenzulernen. Finde ich auch, ja. Gerade wenn man in einem großen Unternehmen arbeitet, denke ich, da trifft man schon automatisch auf verschiedene Dialekte. Gerade eben im Spital in Bern, da kommen alle möglichen Dialekte zusammen. Das ist schön so. Ja, absolut. Also auch der Mix dann irgendwie wahrzunehmen und Mhm, einzelne Wörter, die sich vielleicht unterscheiden. Also ich habe es immer als positiv empfunden. genau. Ja, deswegen sage ich auch immer, es sprechen wahrscheinlich keine 2 Menschen in der Schweiz genau den exakt gleichen Dialekt. Ja. Ich kenne zum Teil Wörter nicht, die mein Partner, der ein Dorf weiter aufgewachsen ist, in seiner Kindheit dauernd verwendet hat. Mhm. Es ist wirklich, spannend. Absolut, Mhm. ja. Man lernt da auch nie aus, glaube ich. Also es ist immer, wenn man was Neues aufnimmt, kann man gucken, verwende ich es für mich selbst oder lasse ich es vielleicht auch. Genau. Es ist so. Am Schluss geht es darum, seinen eigenen Dialekt zu gestalten, quasi. Absolut, ja. Mhm. Super. Also, Daniel, vielen, vielen lieben Dank für deine Auskunft und, dass du da mitgemacht hast. Sehr Ähm, gerne. und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Freude und Erfolg beim Schweizerdeutsch lernen, falls du es dann mal wieder gebrauchen kannst. Auf jeden Fall jetzt zumindest im anstehenden Urlaub kann ich vielleicht als Übersetzer für meine Mitreisenden fungieren. Das klingt nach Ist einer auch, guten ist Idee. auch schon mal gut. Ja, Genau, genau. Und ansonsten vielleicht für die berufliche Zukunft, wer weiß, was die Zeit mit sich bringt. genau. Vielleicht passt es. Und dann werde ich noch mal intensiver lernen. Vielleicht komme ich dann noch mal auf dich zu, wenn es dann auch ins intensivere Sprechen geht. Wunderbar. Dann Ja, freue ich mich. super. Ich freue mich auch. Es hat mich unglaublich gefreut, mit jemandem zu sprechen, der aktuell gerade dabei ist, Schweizerdeutsch zu lernen und schon ein bisschen damit gestartet hat. Und wenn du gern mein nächster Gast sein möchtest bei Losa la Salafera, eine Geschichte mit mir anhören möchtest und ein bisschen darüber sprechen und auch wie deine Erfahrungen mit dem Schweizerdeutsch lernen sind, dann freue ich mich riesig, wenn du dich bei mir meldest. Das war Losa la Salafera.
Folge 5 und ich würde mich riesig freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Eine kleine Erinnerung: den Text auf Hochdeutsch und auf Schweizerdeutsch zu der Geschichte, die du heute gehört hast, findest du mit dem Link in den Shownotes.